Wir sind zurück bei Tears of the Kingdom und ich habe eigentlich dieses scheiß Rätsel gelöst, also glaubst du, dass ich es gelöst habe. Mit diesen Nägeln, ne? Oder wie die Pseudonageln. Weil ich dachte ja von wegen, wieso kann ich es nicht kombinieren? Es geht schon. Ich habe noch nicht weit genug gedacht. Es ist so, dass normale Gegenstände wie den hier kann ich einfach so synthesemäßig irgendwie dran heften oder auch so verbinden. Ne, genau, hier so geht's nicht, aber auf der Seite würde es gehen. Und mit dem da. Okay. Jetzt ist es so, der Nagel da, wenn wir den, so wie wir den vorgefunden haben, verwenden. Was schmilzt der ja mit dem Boden zum Beispiel? Aber wenn wir es so machen, dann verschmilzt der damit. Krass, wa? Jetzt wird es nur zu kurz sein, das Ganze, also muss noch einen zweiten Nagel nehmen. Das nur wegen dieser, jetzt mal grünlichen Substanz, die mit allem verschlingt, was irgendwie berührt oder so. Keine Ahnung, wie das sonst sagen soll. Okay. Jetzt haben wir den so. Und rein theoretisch, wer das bereits, wir jetzt die Kugel da nach links bringen können. Mal ein bisschen gucken. Treffer! Versenkt! Das müsste ja ganz einfach sein. Einfaches Rätsel. Aha! Okay. Dann kommen wir jetzt also rechts zur Truhe hin. Natürlich jetzt an scheiß Glocken im Weg, wa? Nein, es ist ein Nagel weg. Scheiße. Huch. Ein Nagel kommt wieder. Okay. Ich muss das Ding da oben ranbuxieren. Das klappt nicht, weil ich kann nicht irgendwie so verschieben. Ah, komm schon. Nee, geht nicht. Aha. Ich habe es vorhin schon so gemacht. Kann ich hier wieder... warte mal, ich muss glaube so machen, wa? Und den darauf, aber vielleicht irgendwie noch ein bisschen drehen. Mensch, das ist kompliziert. Okay, die Fläche muss schon gerade dran heften, wa? Der geht einfach nicht, weil... Physik halt. Heißt jetzt, wenn ich das jetzt schaffe, so dran zu kleben. Moment. Da kannst du bitte mal aufhören hier. So. Und jetzt den greifen und einfach sagen, da bitte schön verbinden. Ah, jetzt. Nee. Noch nicht zumindest, noch nicht. Also erst einmal... Geht es vielleicht auch so?
Das ist echt mühsam. Wir machen es doch wieder so, wie es vorhin hatte. Die Kette zu weit oben, war der täuscht mich das jetzt. Ah, die Kette zu oben hat sich irgendwie verbuggt. Oh Gott sei Dank, es geht. Das ist schon das Teilfeld runter. Okay, das ist ein bisschen Fummelarbeit mit dem. Jetzt rechts durch müsste es auch gehen, oder wie? Ach nee, warte mal. Ich muss einfach später. Okay, gut, macht Sinn. Okay, das war zu früh. Also. Ha, fast aber. Zum Glück muss ich nicht die Mitte treffen. Ne, da hat er schon, ich müsste die Mitte treffen. Alter Schwede. Okay, geschafft. Puh. Lustiges Rätsel. Muss halt diese Pfeiler-Dinger wissen, ne? Dass sie wirklich mit allem verschmelzen können. Oh, Ausdauermedizin. Jo. Ja, mit. Warum auch nicht? Gehen kurz raus und dann zum Turm in der Nähe. Die Karte zu kartografieren. Vielleicht hat es irgendwie noch eine Stadt der Götter in der Nähe. Irgendwie auch ganz nice. Fünf Segenslichter. Oder sammle einfach nochmal 3 Segenslichter und gehe dann zur nächsten Stadt der Göttin. Wenn ich schon mal 6 Herzen, das wäre schon mal gut, wenn ich mal wieder mit irgendwelchen Monstern befassen will. Wobei, wir haben letzte Folge gesehen, diese Steingiganten, die machen ja, diese Talus-Dinger heißen, ich glaube, die machen ja auch einen Damage wie sonst was. Da habe ich schon irgendwie 9 Verteidigungen drauf. Oh, natürlich komme ich nicht dahin, ist ja klar. Gut. Was haben wir da Schönes? Die Dinger. Die können mit allem hier verschmelzen, wa? Stimmt, mache eigentlich da. Was macht? Obwohl, könnte so auch schon funktionieren, wa? Und gerade ganz kuriose, komplizierte Konstrukt überlegen. So, es regnet, ist irgendwie ein bisschen langsam unterwegs hier. Ich will aber so. Aha, wollte eigentlich da hin. Okay, warte mal. Kann ich natürlich auch ganz weit reinbuxieren. So. Sesam, öffne dich.
Große Sonau-Energiesphäre, zeitweilig unbegrenzt. Eine Batterie. Enorm energiehaltige Sonau-Energiesphäre kann Kapselspender verwendet werden. Der kurzzeitige Batterieverbrauch stoppen. Das ist natürlich auch geil. So, was ist das im Boden hier? Egal. Es regnet zwar, ist mir egal, ich will trotzdem da hoch. Auch wenn es eine Monsterfestung war. Oder ist der Turm, hat er gar nichts mit der Monsterfestung zu tun, ist dahinter. Sieht nicht so aus, weil muss er erst durch. Das ist ein schwarzer? Bitte nicht. Ah ne, ein blauer. Oh, Entschuldigung, wollte gar nicht. Nein, warte mal. Was mache ich da überhaupt? Ich will ja... Den wollte ich. Blauer Bockblindhorn. Okay. Da ist ein Hartholzstock. Kann man Waffentaschen ist eh voll. Ja, die blauen Bockblind. Sie war das schon wieder. Wenn du genug rote besiegt hast, kommen die blauen. Dann kommen irgendwie... Ich glaube silberne, weiße oder schwarze sogar. Der hat noch Blumen da? Ah, nee. Noch schlimmer. Ah, nee, komm schon. Das kann nicht dein fucking Ernst sein. Ich habe 9 Verteidigung drauf dank der Rüstung und der killt mich einfach so. Was ist denn das für ein Scheiße? Oh, man kann vielleicht irgendwie auf der Karte ausblenden, wie oft man gestorben ist. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Wo ja jetzt? Ah, da unten wieder. Da oben ist so ein Schild-Typi. Regen macht mir nix. Der muss ich kurz schützen. Weil ich frage, wozu? Also, meine, gibt es irgendwie einen tieferen Grund oder so? Okay, so geht's auch nicht. Habe ich hier irgendwo, natürlich aber da. Das, was ich vorhin schon gebraucht habe. Also vorhin. Doch, vorhin. Ja, der Trick war nicht so. Kann ich es mit dem versuchen? Wenn ich so wie zuvor die beiden kombiniere. So. Kerzen gerade. Ja, das konzentriert zu befestigen. Und zwar auf eine dir seltsame Art und Weise. Birk da. Nach Dumsda kommt der Birk da. Und wo ist denn Eich da? Gut, er ist eine gute Geldspende.
Fleischreisbällchen, dankeschön. Qualmerling. Der ist ungenießbar. Ja, sollten wir da häufiger mal mit unseren Schilden Waffen kombinieren. Zum Beispiel das, was wir jetzt hier gemacht haben, was irgendwie sowieso schräg ist. Aber man kann zum Beispiel solche Pilze an die Schilder heften. Ich habe auch schon diverse Eindrücke aus den Trailern. Um zum Beispiel, wenn ein Monster halt draufhaut, dann ja, qualmt es halt kurz und du bist quasi unsichtbar für einen kurzen Zeitpunkt. Was auch ganz nett ist. So, ich will nur ganz kurz gucken, ob ich da wirklich nur Monster Armada hindurchkomme, weil also ich finde, die Türme sollten eigentlich schon relativ einfach zugänglich sein. Das stellen wir halt ein bisschen doof an. Das kann ja auch sein. So. Also viele Materialien, wozu auch. Also wenn die vielleicht zu hoch kommen. Es hat zwar viele Bretter, aber die werden nicht reichen. Und selbst wenn ich doch so hoch komme, was bringt's mir? Wenn ich den zum Beispiel so habe, oder? Und dann sage, okay. Noch den dran, dann kommt der auch noch dazu. Oh, dann breiter. Mehr will ich eigentlich eher nicht verbinden, aber die längste Brücke der Welt ist das noch lange nicht. Nein! Oh, Link, bitte. Okay, komm, lass mal. Nochmal von vorne, wollte eigentlich links drüber. Ich kann natürlich den nochmal anders platzieren. Wie das aussieht, ist das so oder so kein Durchkommen, wa? Ich meine, ja, schön, ich kann sie den Berg entlang kraxeln. Oder tu mir einfach weh. Einfach so. Just for fun. Weil es einfach kann. Ja, Mann. Ich wollte... Ja. Na, okay, okay. Sag mal. Wieso weichst du aus?
Blauer Moblinhorn. Habe ich gerade Waffen, die stromgeladen sind, ausgerüstet? Natürlich. Okay. Oh, ist ein Tier gewesen. Ein Tier, ein Tier, ein Tier. Blauer Bocklinghorn hatten wir eigentlich schon. Okay, das Ding, was dann Schild gemercht hat, bringt gar nichts. Das ist natürlich bitter. Das ist eine Waffe, die wir nicht brauchen. So. Mit der aktuellen Ausrüstung ziehe ich keinen Strom auf mich. Das ist natürlich schon mal praktisch. Das hier unten ist nämlich gar nicht praktisch. Nein! Leute, ich war weit genug weg. Wollt ihr mich verarschen? Oh, bitte, please. Das alles nur für so einen Kackturm. Ja, mit uns kann man es ja machen, wa? Ey, sowas ist richtig, richtig nervig. So. Ja, richtig unterwegs? Glaube, ja. Hm? Da hat er irgendwas auf der Brücke gesehen. Also ist das Kolosseum? Ach du Scheiße. Man könnte auch sagen, das verhasste Kolosseum. Wenn zumindest das ist, was ich gerade denke, aus Breath of the Wild. Aber dazu erst später mehr. Sag mal. Also heute hat das Spiel gegen mich. Na komm, lass die Klinge mal noch. Ist Vieh tot? Hä? Okay. Ich meine, ja, es sind blaue Dinge, aber wieso machen die trotzdem so viel Schaden? Damit irgendwas verpasst oder so? Oder in das Spiel will einfach nicht, dass ich mich halt um die Dinge hier kümmere. Warte mal, wir brauchen wieder eine neue Waffe, oder? Das Spiel will einfach nicht, dass ich mich um die Türme kümmere. Warum auch immer. Also das Ding. Aber ich lerne dazu. Moblinhauer, ja, dankeschön. So. Und das Ding, was ich auf den Schild geklebt habe, überhaupt keinen Sinn macht, leider. So. Problem gelöst, Freunde.
Nein, ich bin doch... Mann! Ah, Timing her bringt nützt irgendwie alles nichts mehr. Ist alles scheiße gerade. Gut. Wenn wir mal alles draufhauen, sag ich jetzt mal, wenn in der Form nichts mehr bringt. Und ich auch ein bisschen angepisst bin. Da bringt alles nichts mehr. Es ist gerade echt traurig. Ich bin gerade so schlecht. So. Warum nicht? Was ist denn das für einer? Ein Stachelbockschild. Okay. Also einfach meine ganzen Gerichte und so wegwerfen, nur weil in meiner Verteidigung hier überhaupt nichts bringt. Das finde ich echt krass, ey. Junge, Junge. So muss reichen. Soldatenschwert, Waffentasche ist voll. Ein Bockblin-Herz. Die halten echt was aus, ey. Ich meine, wir haben ein bisschen Defense, wir haben auch stärkere Waffen. Sicher nicht die perfekten Waffen, da gebe ich gerne zu, aber trotzdem stärkere Waffen. Ich habe schon gesehen, dass er da theoretisch wieder mit Feuer Pfeilen direkt draufschießen kann. Jetzt haben die richtige Rüstungen hier. Also, ich weiß auch nicht. Dass die Viecher, die Monster hier bei den Türmen bereits so krass drauf sind. Alter Schwede. Geht wieder da entlang, wa? Also ich hoffe, geht jetzt vielleicht einen Weg nach oben, aber da war halt schon zu spät. Gut, meine brennt zwar, aber... So ein schwarzes, so wie es aussieht, wa? War das echt der Boss auch schon? Nee, oder? Weil er da eigentlich relativ viel, also viel Energie.
Das ist noch ein fetter, oder? Schon wieder mit den Monsteraugen war für Volltreffer. Nein! Mit dem Stein nach mir oder was? Ich habe das Gefühl, Speichern bringt ja nicht viel. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die ganze Folge bringt nichts. Mein gut, ich habe einen Schrein in der Nähe, zum quasi markieren. Soll ich ihm aus dem Weg gehen, mir vorbeischleichen? Das Problem ist halt, ich kann die scheiß Fässer irgendwie auch nicht nutzen. Weil da bereits gar keine mehr sind. Da drüben sind noch welche. Der einzige ist er auch nicht. Da oben ist noch einer, so ein kleiner. Tschü. Oh. Scanning, ich scanne alles. Da vorne ist ein Stück der Himmelsinsel. Kommen wir da direkt drauf? Na, später. Oberflächenkarte wurde aktualisiert. Gut gemacht. Der Himmel wurde ebenfalls aktualisiert. Ah ja, es stimmen sich da ein paar Dinger. Cool. Soll der Himmel aktualisiert werden? So, warte mal. Wir gehen direkt mal darüber. Hier entlang oder da. Sieht dann ja nicht viel aus, aber immerhin ein bisschen was. Ein Goldapfel, eine seltene Frucht. So, kann ich den Baum auch fällen, aber... Die Greenpeace eh keine Freude, also insofern. Ah, schön. Nur keine Monster hier oben. Hier sind sie noch nicht, Gott sei Dank. Warte mal. Aber sonst wirklich nur das hier. Viel mehr ist nicht, aber hey, wenn es ein paar Goodies gibt, warum nicht? So, ansonsten... Was ist denn da unten noch? Da mal was markiert oder was?
Da vorne leuchtet etwas. Und es blitzt schon wieder. Ich vermisse Himmelsinseln. Da oben blitzt zumindest nie. Also den Turm haben wir jetzt so weiter gemacht. Klar, ist jetzt nicht perfekt, weil ich den Monster nicht alle gekillt habe. Aber ich führe die Spawn immer wieder neu. Also insofern kann ich das eigentlich auch sparen. Wenn ich irgendwie etwas Spezielles dort finde, naja. Ernsthaft? Oh, ist wieder so einer. So ein Magus-Dinger, wie die heißen. Okay. Nach Typ. Das ist wohl mein Typ. Aber ja, neue Ration wäre auch wieder nicht schlecht. Leider, muss man sagen. Leider. Hab echt wieder Probleme hier mit dem, naja, Timing halt. Wenn du halt das Timing nicht richtig drauf hast, bist du halt da, ja, auch hier wieder relativ früh schon ziemlich im Eimer. So, was ist da vorne von dem? Das blitzt verdammt häufig, wenn man das so sagen darf. Hey, das sind so normale Goblins, Moblins. Aber da unten nicht. Ah, Donnerblumen, wo seid ihr bloß? Ich muss noch mehr auf die Technik gehen. Der sitzt da oben, wa? So, so. Ja, toll. Entschuldigung, Kumpel, ich würde doch gerne runterholen, aber es ist ein bisschen schwierig. Vor allem hat es da oben etwas sehr, sehr Feines. Das hätte er natürlich sehr, sehr gerne. Haben wir irgendwas hier gelassen? Bockschild, Holzpfeil nehme ich gerne. Schildtasse ist voll, das ist natürlich auch doof. Nur 4 Schilder schon voll, krass. Kommen wir da jetzt irgendwie noch anders rüber? Ich kann natürlich auch hier warten, wa? Hm? Dann mach's einfach so, dann ist es egal. So, viele Goodies hoffe ich. Ein Horn, Bogen, nee, noch nicht. Sehr schön. Edelwild, ah, sehr gut, sehr gut. So, da unten haben wir so ein scheiß Viech noch. Ich glaube, die verzichte ich momentan noch. Das sieht auch gut aus für einen Schrein. Ja. Mhm. Der ist sogar von dem gar nicht mal so weit weg. Okay, dann haben wir die noch. Aber eigentlich eben will ich ja vor allem... Jetzt schon wieder. Dort, wo es geleuchtet hat. Wohlgemerkt, es hat geleuchtet.
oder so ähnlich ist, wie es damals bei Breath of the Wild war, weil da gab es auch so, sag jetzt mal, Vorrichtungen quasi. Also, was heißt Vorrichtungen? So Items, Das sind eigentlich auch solche, die eigentlich vom Himmel gefallen sind quasi, die kann man dann so einsammeln. Aber eben, das läuft gar nicht mehr, das ist ein bisschen doof. Egal, komm, die Zeit ist, wir sind eh schon viel zu lange dran, dabei wieder. Ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, trotz allem, trotz meinem Fails und so, aber das Hauptziel hat mir gereicht. Auch nächste Folge auf dem Weg zu den nächsten Türmen und Schreinen. Ein paar haben wir hier auch markiert. Aber erstmal warten, bis die Sonne kommt. Ja, perfekt, ein bisschen Sonnenschein. Siehst du auch viel mehr. So, da vorne, da geht's ja dann. Da kommt in eine andere Richtung. Wo wir da eigentlich mehr oder weniger auch hin müssen. Dort drüber auch. Dort ist auch ein Schrein. Also gehe ich nochmal zurück zum Turm und fliegt in eine andere Richtung. Das wäre auch eine Idee, weil eben dieses goldene, glitzernde Ding ist nicht mehr da. Die fliegenden Monster stattdessen sind noch da, da oben. Da unten dann sind, glaube ich, wieder so ein, ja, so ein Monsterareal, super. Aber da ist auch ein Schrein. Den ich sowieso ursprünglich mal wollte. Genau, das ist hier ganz in der Nähe. Dann gehe ich da mal runter. Ich hoffe, diese Flugviecher sind jetzt nicht allzu krass drauf. Und dann aber... Also ein Monsterlager. Mal gucken, wo in Hyrule es uns das nächste Mal verschlägt. Aber vielleicht sogar endlich mal irgendwelche Blöcke, die vom Himmel fallen, antreffen. Wenn wir da zurück können. Ich meine, das war kein kurzer Ausflug zurück in den Himmel, aber nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Mir vorgestellt hatte. Andererseits, ich glaube, weitere Inseln, die so groß sind wie die Anfangs-Himmelsinseln, gibt es, glaube ich, eher weniger. Das würde mich dann doch stark wundern. Das steht auch auf. Natürlich auch sehr, sehr schön. Das müsste sogar da unten unterwegs sein, wa? Richtung Gerudos. Oh ja, die Karte ist noch groß, die ist riesig. Wir werden noch riesig viel Spaß haben. Hoffentlich bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Bis dahin, bye bye.